Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch geht es gut draussen. Mir geht es sehr gut. Heute ist Mittwoch und ich gehe ausnahmsweise mal am Mittwoch heim auf Zürich, weil wir haben mal eine Auffahrt und zwar am Freitag geht eigentlich Schule, aber ich schwänze mal ausnahmsweise, weil ich habe am Samstag Geburtstag und ja, ich will so ein eine kleine Party machen am Freitag, um so ein bisschen meinen Geburtstag zu feiern. Ich weiss nicht, ich habe irgendwie übel Pech, was mein Geburtstag so angeht, beziehungsweise was so Wochentage angeht. Weil eigentlich ist doch das Niceste, wenn du am Sonntag Geburtstag hast, weil dann kannst du am Samstag eine Party machen und dann so in den Sonntag feiern und Karin können alle am 00 anstoßen. Und ja, ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal am Sonntag Geburtstag hatte. Es ist schon lange her, weil ich habe mir immer so ausgerechnet, okay, dann und dann. Und jetzt ist das Jahr auf den Samstag gefallen und ich habe so gedacht, Mann, okay, nächstes Jahr, es ist fucking Schaltjahr, ich habe am Montag Geburtstag. Genau den Sonntag, der lässt einfach aus. Von dem her habe ich jetzt auch gedacht, okay, in dem Fall wird es jetzt einfach am Freitag eine Party, ist auch okay. Also Party, so, ich lade vielleicht so meine 15 engsten Leute ein, also es ist jetzt nicht so eine riesen Party. Aber gleich so, ich weiß nicht, ich finde es cool, können so um 00 anstoßen und ja, so soll ich das irgendwie nie können. Also ja, klar, ich kann es unter der Woche machen, aber ja. Ist ja nicht das gleiche wie irgendwie am Wochenende. You know. Aber ja, um das soll es eigentlich gar nicht gehen in diesem Podcast. Ich bin auf die Idee gekommen, weil jemand hat mir auf Instagram geschrieben, «Yo, Nati, ich will mit Social Media anfangen und ich weiss nicht wie und hast du mir Tipps und wie war das bei dir gewesen?» und bla bla bla. Und das war nicht die erste Person, die mich das gefragt hat. Ich weiss nicht, ich komme irgendwie öfters mal eben so eine Nachricht über auf Instagram oder sonst, so eben wie das bei mir war, wenn ich angefangen habe, ob ich irgendwelche Tipps habe, was ich würde empfehlen oder keine Ahnung, dass sie sich nicht getrauen, weil die Friends oder das Umfeld oder die Eltern oder die Schule irgendwie komisch reagieren können. Und ja, ich habe gedacht, einfach für alle da draussen, die das interessiert, mache ich jetzt auch mal eine Podcast-Folge, wo ich komplett einfach mal über alles rede. Aber ich glaube, es könnte auch für Leute sonst spannend sein, die jetzt nicht unbedingt vorhaben, mit Social Media anzufangen. Halt, weil ich einfach sehr persönlich von mir erzählen, wie das so für mich war, wie mein Umfeld reagiert hat, dass es teilweise nicht so einfach war und all die fucking weirde Stories hat, wo ich mir jetzt noch so denke, holy shit. Ja, es wird auf jeden Fall interesting. Aber ich denke, ich fange jetzt auch mal an zu erzählen, wie und wann ich überhaupt angefangen habe. Ich glaube, die meisten da draussen würden jetzt denken, dass mein Start mit TikTok war. Aber das stimmt nicht. Ich habe vorher schon YouTube gemacht. Ich mache jetzt auch noch YouTube. Und ich würde ehrlich gesagt so ein bisschen sagen, dass es mein Main-Ding ist. Auch wenn mich viel, viel mehr Leute von TikTok kennen und ich dort auch die grösste Reichweite habe. Würde ich gleich sagen, ist so YouTube mein Main-Ding. Ich weiss nicht, irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, ich bin viel persönlicher und ja, es ist auch so mein Baby irgendwie. Es ist auch viel aufwendiger, um ein YouTube-Video zu machen, als schnell ein TikTok. Darum, ich habe mit YouTube angefangen. Dort hat es, glaube ich, TikTok gar noch nicht mal gegeben. Oder es war zumindest schon ein Musical. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, es ist am 15. Februar 2018 mein erstes Video online auf YouTube. Ja, ich kann also schon mal vorerzählen, wie das so bei mir war. Ich bin eigentlich aufgewachsen so ein bisschen mit YouTube, also schon als 14-jähriges, 15-jähriges Girl habe ich Bibis Beauty Palace und Dagibi konsumiert und sie waren so ein bisschen meine Vorbilder gewesen. Und ich weiß nicht, damals war es noch ganz anders gewesen, YouTube, also ich weiß nicht, da hat es irgendwie niemand gejuckt jetzt. Also weißt du, das war wie alles spannend gewesen. Also dort hast du vor der Kamera hocken und einfach eine Chubby Bunny Challenge machen und dir fucking Marshmallows ins Maul stopfen und es war verdammt funny gewesen, weißt du, so. Und ich habe das Gefühl, irgendwie hat sich so erstens die Aufmerksamkeitsspanne und auch sonst das Interesse, dass man etwas spannend findet und dass man sich unterhalten fühlt, so viel höher geworden als irgendwie so damals. Aber um das geht es eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall, ich habe damals schon YouTube konsumiert. Ich habe so mit 14, 15 angefangen. Für die sich fragen, ich würde jetzt 22, also ich bin 01. Und ja, ich habe mir immer so ein bisschen vorgestellt, oh, ich finde das voll cool und ich will das auch machen. Und ja, ich weiß nicht, es war so wie ein Traum gewesen, wo man sich so denkt, ja, in Zukunft dann mal. Ihr habt safe alle irgendwie so etwas, wo ich denke, das ist ja voll cool, ja, irgendwann in Zukunft mache ich das dann mal. Aber jetzt würde es eh nicht passen. Aber eigentlich haben wir einfach Angst, to be honest. Das war mir halt auch so gewesen. Und ja, ich han jetzt nie wirklich so jetzt mega mit allen kommuniziert von, oh, ich finde das mega cool, ich will das machen, sondern es war mehr so für mich gewesen, dass ich mal, ich weiß nicht, meine Mama hat so eine alte Nikon-Kamera gehabt, die war nicht mal für Videos machen gewesen, sondern wirklich einfach für Bilder. Aber ich habe die gleich einfach heimlich geschnappt und habe mich einfach gefilmt und
irgendwelche Videos von mir aufgenommen. Einmal habe ich auf so ein Video reagiert. Und zwar ist das so ein «Ich zeige meine Weihnachtsgeschenke». Hure spannend. Ist das gewesen. Und eben, ich habe halt mit der Cam geredet, als hätte ich schon eine Community. Also wäre ich schon voll im Game, aber eben, es hat halt niemand gesehen, das Video. Ich habe sogar auch amigs wirklich geschnitten und ja, als hätte ich jetzt ein YouTube-Video gemacht. Ich weiß nicht, ich war voll im Film gewesen. Ja, aber echt ganz cute. Voll, auf jeden Fall, das ist immer so ein bisschen, ja, meine geheime Passion gewesen, kann man schon fast sagen. Also ich habe es wirklich mega gerne gemacht und ich habe in jeder Lebenssituation habe ich mir immer so ein bisschen vorgestellt, Mann, das wäre jetzt voll cool, um ein Video dazu zu machen. Und wenn ich irgendwie eine Challenge auf YouTube damals gesehen habe, so, Mann, das will ich auch unbedingt machen mit meiner Kollegin oder irgendwie so. Also ich weiß nicht, ich bin schon dort eigentlich ein relativ kreativer Mensch gewesen und habe wie so ein bisschen diese Seite von Kreativität ausleben, aber habe mich nicht getraut. So. Und ja, ich bin damals auch noch in der Sek und ich wohne in einem Dorf. Und ja, die Kombination von in der Schweiz wohnen plus noch in einem Dorf wohnen, ist halt einfach schwierig mit Social Media anfangen, weil erstens gefühlt alle dich von deinem Dorf kennen und ja, es ist halt actually auch einfach nicht normal, dass man Content macht, beziehungsweise Social Media macht oder Influencer ist. Wenn man in der Schweiz ist, ich habe das Gefühl, in Amerika ist das schon eher so ein Ding. Gut, ich muss sagen, mittlerweile hat es sich auch schon noch mal ein bisschen noch mehr so ein bisschen normalisiert, jetzt mit TikTok. Ich glaube, viel mehr Creator, also es gibt jetzt viel mehr Schweizer Creator, die TikTok machen, als damals YouTube. Also, als ich angefangen habe, habe ich nicht mal irgendjemanden gekannt, der jetzt schweizerdeutschen Content macht. Und das war auch der Grund, warum ich mir gar nicht überlegt habe, Content auf Schweizerdeutsch zu machen, sondern für mich war ganz klar, Bro, das wird hochdeutscher Content. Und an dieser Stelle, Peace out an meine Mom, sie hat mir gesagt, Bro, mach das nicht. Es ist scheiße. Und ich weiß nicht warum, ich kann auch wirklich nicht Deutsch reden. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Plus, es ist auch absolut nicht authentisch. Es war fucking cringe, wirklich. Darum bin ich bis heute noch froh, dass meine Mom mir das dass mir das angeraten hat. Ja, aber einmal zurück zum Ding. Ich hatte das auf jeden Fall immer schon ein bisschen im Plan gehabt und hätte mich aber das niemals getraut. Also, gerade eben, wenn ich in der 6 bin. Aber ich habe immer so gedacht, ja, irgendwann in der Zukunft. Irgendwann kommt dann schon noch so der Schritt, wo ich das machen will. Ich habe immer das Gefühl, es kommt dann noch so ein Moment, wo es dann irgendwie so passt. Aber der ist ja nicht gekommen. Also der kommt auch nicht. Und falls ihr das denkt, der wird nicht einfach kommen. Es liegt in euren Händen so. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nach der Sek ins Gymi gekommen. Und ich weiss gar nicht mehr, warum. Aber ja doch, ich weiss warum. Es war so eine ganz andere Atmosphäre in der Sek. Also meine ganze Klasse hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als würde sie mich judgen. Oder als würde sie mich irgendwie so... Ich weiß nicht, so dann nachher reingehen oder whatever. So. Also das war meine grösste Angst gewesen, dass ich wieder gemobbt werde, dass ich ausgelacht werde, dass ich Friends verliere, einfach alles Mögliche. Das ist so wirklich, von dem habe ich am allermeisten Angst gehabt. Ich hätte gewusst, das weiss ich bis heute, hätte ich in der Sek angefangen mit Social Media, ich wäre mies gejudged worden, aber mies. Ich habe damals, oh mein Gott, ich will mich gar nicht daran erinnern, ich habe damals nur schon auf Instagram, oh Gott, ich habe damals auf Instagram mich Natti Swag genannt. Gut, ich frage mich auch bis jetzt, warum, Bro. Warum hast du den Namen Natti Swag habe ich mich genannt? Und ich habe keine Social Media gemacht. Und irgendwie hat das jemand so funny gefunden, dass es nachher die ganze Schule funny gefunden hat. Und ich kann nicht mehr können. Es gibt immer so, dass man aufs Schulhaus läuft in der Pause. Das haben das sicher auch gemacht früher. Ich kann nicht mehr eine Runde machen, ohne dass man mindestens 20 Mal Natti Swag hineingerufen wurde. Und das war irgendwie auch so ein bisschen dramatisierend gewesen. Ich glaube, hätte ich dort angefangen mit YouTube, dann hätten wir einfach alle Natti-Style hineingerufen. Und das wäre absolut hinaus. Von dem her, ja, ist eigentlich ganz gut. Habe ich erst mit Gymi angefangen. Aber jetzt nochmal zurück zur Story. Und zwar habe ich mir einfach vorgenommen, Bro, wann anfangen mit YouTube, dann jetzt. Jetzt bist du in einer Schule, du wirst absolut nicht judged. Also allgemein das Gymi, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, oh mein Gott, irgendwie, das sind alle viel erwachsener, also weißt du, da kannst du deine Träume verwirklichen, ein bisschen mehr. Du wirst nicht judged. Also teilweise haben auch Leute, weißt, Kleider angehabt oder Outfits angehabt, wo die Sek so judged worden wärst. Und ich bin dann damals so gewesen, oha. Also weißt du, so irgendwie mega nice, dass man die Leute einfach so in Ruhe lässt. So, man einfach leben und leben lassen ist so ein bisschen im Gymi das Ding gewesen. Und das habe ich richtig nice gefunden. Und ich glaube, wäre das im Gymi nicht gewesen, dann hätte ich actually auch wirklich nicht angefangen mit YouTube. Und ich habe mir dann so ein bisschen das Ziel gesetzt, hey, wenn ich jetzt die Probezeit bestehe, die geht ja ein halbes Jahr im Gymi,
dann fange ich einfach an. Ich habe mir so ein Limit gesetzt. Wenn ich das schaffe, dann fange ich jetzt einfach an. Und das hat mir eigentlich recht gut, dass ich das so ein bisschen gemacht habe, weil ich glaube, sonst hätte ich mich das auch nicht getraut, einfach anzufangen. Weil als ich es nachher bestanden habe, dann bin ich so gewesen, okay, jetzt muss ich einfach anfangen. Ich muss jetzt einfach, ja, und dann habe ich mit YouTube angefangen, beziehungsweise eben dann ist am 15. Februar 2018 mein erstes YouTube-Video online gekommen. Ich muss dazu sagen, damals hatte ich auch noch so eine beste Kollegin im Gymi, die mich sehr eben unterstützt hat. Ich habe auch immer schon ein bisschen, ihr habe ich so ein bisschen erzählt von dem, was ich machen will, dass das mein Traum ist und ich das unbedingt will anfangen und so. Ja, darum sie haben mich da sehr supportet. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Eben genauso meine Family, die hat auch schon lange gewusst, dass ich schon seit Jahren jetzt eigentlich wollte anfangen mit Social Media. Darum, also, ja, ist für die auch nicht Neues gewesen, sondern mehr so, oh, du hast dich endlich getraut. Mehr so ein bisschen gewesen. Voll. Ich frage jetzt aber wahrscheinlich so, jo, wie war es denn in der Schule gewesen? Wie haben die Leute reagiert, das Umfeld, deine Friends und alles? Und ja, das ist teilweise schon schwerer gewesen. Also ich muss sagen, ich habe es schlimmer erwartet. Ich habe in dem Sinne Glück gehabt. Ich habe wirklich irgendwie mit dem Schlimmsten gerechnet, dass es weiß nicht, dass man es nachher in der Schule dann anschaut und sie sich lustiger machen über mich oder eben Nati-Style hinterherrufen oder keine Ahnung. Also ich habe wirklich gedacht, oh shit. Und darum habe ich auch absolut niemandem davon erzählt, sondern einfach mal ein YouTube-Video geladen und nachher 2., 3., 4. und niemandem etwas davon gesagt, eben aus so einem engen Kreis. Aber ich muss sagen, das hat relativ schnell die Runde gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie ist das plötzlich bei meinen Sek-Friends dann angekommen. Ja, es hat auf jeden Fall richtig wie ein Feuer hat es die Runde gemacht. Aber das ist halt wirklich der Scheiß, wenn du so in einem Dorf wohnst in der Schweiz. Das macht so schnell die Runde. Aber ich muss actually sagen, dass es nicht so schlimm war, wie ich gedacht habe. Es hat schon auch ein paar Storys gegeben, wo ich wirklich so war, oh, Bro. Also weißt du, aber wo, ich weiß nicht, eben, dass man mal hinten reingerufen wurde in der Schule oder auch, dass man so konfrontiert wird damit, so, willst du jetzt Influencerin werden? Und keine Ahnung, eine Wannabe-Influencerin. Aber wie hauptsächlich eigentlich sogar eher positiv. So, hey, mega cool, dass du dich das getraust und dass du es gemacht hast. Und so, keine Ahnung, mega coole Videos. Eigentlich auch mega cute, also wirklich auch mega cute Reactions. So, gerade in meiner Klasse. Also wirklich, ich hatte eine mega gute Klasse gehabt. Darum, da bin ich echt froh gewesen. Ja, aber ich habe jetzt ein paar Storys da aufgeschrieben, wo mir dann irgendwann so immer mehr passiert sind, wenn man halt so ein bisschen Social Media macht. Ich erzähle einfach mal, wie das Leben ist als Content Creatorin oder eben Influencerin, wenn man im Gymi ist in der Schweiz. Oder ja, zumindest meine Erfahrungen. Also, first of all, gefühlt die ganze Schule kennt dich und niemand tut so, als würde ich kennen, aber sie kennen dich. Und das ist teilweise easy weird, weil du bekommst dann Blick über und du hörst, wie Leute über dich nuscheln, aber sie wollen nicht, dass du es checkst, aber du checkst es halt gleich. So Sachen sind ab und zu gewesen. Ja, und auch sonst dann irgendwie so keine Ahnung, dann hat mal jemand einfach ein Bild heimlich von mir gemacht oder einfach so ein bisschen diese Storys mehr. Aber das ist halt eben nicht gerade am Anfang gewesen, sondern das ist immer mehr dann so ein bisschen gekommen. Und es hat 2 Sachen, die mir bis heute geblieben sind, wo ich wirklich so am liebsten einfach nicht hätte wollen, dass es passiert ist. Das eine ist, dass wir eine Schülerzeitung und ich weiss glaube nicht, ob die jedes Jahr kommt oder jedes Halbjahr, ich weiss es gerade nicht mehr. Aber ich muss kurz sagen, ich habe nie von meiner Seite aus irgendjemandem erzählt, hey, ich mache mal Social Media, weißt du, so. Sondern mein Ziel war eher so ein bisschen, das geheim zu behalten, weil schlussendlich habe ich den Content für fremde Menschen gemacht und nicht für meine Friends, weil mir das einfach unangenehm ist. Ja, darum war mir das so ein bisschen das Ziel gewesen. Und gerade Lehrer, ich kann nicht wollen, dass es irgendein Lehrer erfährt, weil das wäre mir so unangenehm, weil ja, ich bin halt richtig einfach offen auf Social Media, erzähle von meinen Problemen, von meinem Leben, I don't know. So, und es ist mir mega unangenehm, wenn das ein Lehrer nachher so anschaut. Auch wenn du natürlich damit musst rechnen, wenn du Sachen ins Internet tust, aber ja, muss er nicht provozieren. Auf jeden Fall. Ich weiss nicht, wie das entstanden ist, aber wir haben so Plakate, die dann wie in der Schule hängen, zum Werbung für die Schülerzeitung machen, die dann eine Woche später oder so kannst kaufen. Und ich habe von nichts gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass sie einen ganzen fucking Artikel über mich in dieser Schülerzeitung geschrieben haben. Und das ist ja nicht das Schlimmste. Es ist ja nicht so, dass die ganze Schule die hure Schülerzeitung liest, inklusive alle Lehrer. Das Schlimmste war eigentlich, dass ich auf so einem Werbeplakat war. Und es ist nicht irgendwie einfach gestanden so, hey, Interview über Nati-Style, oder keine Ahnung was, sondern ich zitiere, Nati-Style, Doppelpunkt. Ist sie eine geile Nudel? Fragezeichen. Ich weiß bis heute nicht, was das heisst, aber es ist fucking
deprimierend für mich, dass du durchs Schulhaus laufst und an jeder zweiten Säule hängt so ein scheiß Plakat. Ich bin nachher wirklich mit meiner Kollegin, wir sind die Plakate suchen und sind die abhängen, weil es für mich so schlimm, also ich weiß nicht, ich habe es so unangenehm gefunden und es ist einfach wie, du hast wie, es ist jetzt nicht ein mega Geheimnis, dass ich Social Media mache, aber du hast dich einfach so gefühlt, als wärst du jetzt schnell entblößt worden. Und wegen dieser Schülerzeitung, dann haben die Lehrer das natürlich dann irgendwann gewusst und haben mich dann angesprochen. Mein Französischlehrer. Eigentlich mega cute, das war ein mega chilliger, aber es war mir gleich unangenehm. Der hat dann irgendwie so einen Joke gemacht. Also ich habe mit meiner Kollegin damals auch YouTube-Videos gemacht. Und wir haben zum Beispiel ein Video gemacht, wer von uns wird eher. Und da hast du ja so ein Plakat, also so, nein, wie sagt man, so ein Blatt, wo der eine Name drauf steht, auf der anderen Seite der andere Name, und da kommt so eine Frage. Ich glaube, ihr wisst das Spiel. Auf jeden Fall kommt dann mein Französischlehrer und so in der Stunde von der ganzen Klasse gibt uns ein Blatt, wo er selber unsere Namen drauf geschrieben hat und sagt, ja, «Fais jeu» oder «Kann ich machen das Spiel», so irgendwie so. Ich habe es auch nur so halb gecheckt, aber ich habe auf jeden Fall gecheckt, er redet über mein YouTube-Video und es war mir richtig unangenehm gewesen. Aber er hat es, also ja, ich bin ihm nicht böse, er hat es auch noch lustig gemeint, aber es war mir gleich in dem Moment so unangenehm gewesen, das war, glaube ich, die erste Reaction gewesen, wo ich gecheckt habe, okay, ein Lehrer hat jetzt mein Video geschaut, nice. Ja, das war so die erste Begegnung, aber es war nicht so schlimm gewesen. Schlimm für mich war erst, als ich alleine gewartet habe im Gang auf meine Kollegin, weil sie noch ein anderes Fach hatte. Und dann kommt mein fucking Rektor, mein Schulrektor, kommt auf mich zu. Und ich bin noch schon alleine im Gang gehockt und ich hasse es nur schon alleine auf jemanden warten, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde angestarrt und alle denken, ich habe keine Friends. Nevermind, ich habe sonst schon social gesagt in dem Moment. Da kommt mein Schulrektor und er sagt so, du, ja, ich habe jetzt gerade in der Schülerzeitung gelesen, dass du tätig auf Social Media bist und ich wollte kurz fragen, ob es okay wäre, wenn ich schnell dir ein paar Fragen stelle und ich so, Hilfe! Ja, es war wirklich genau so gewesen. Und dann hat er angefangen, eben so, zuerst mal simpel fragen, so, ja, wieso hast du angefangen damit, was machst du genau? Und zuerst noch okay, dann fängt der Bre mich an zu fragen, ob ich Geld mit dem verdiene, wie viel ich mit dem verdiene, wie ich Geld verdiene. Also eigentlich, ich habe fast gefragt, ja, aber wie viel verdienst du? Komm, erzähl mir mal. Also ich habe keine Ahnung. Also ich kann irgendwo schon verstehen, dass es die Leute wundernimmt, wie viel eben so man als Influencer verdient, so, weil es halt einfach ein Beruf ist, der in dem Sinn neu ist und weil es halt auch oft heisst, dass man so mega viel Cash verdient. Aber ich finde, so als Position von einem Schulrektor ist jetzt vielleicht nicht gerade die beste. Also weißt so, ja, keine Ahnung. Habe ich einfach ein bisschen weird gefunden und ich habe irgendwie einfach aus dieser Situation gehen und ich weiß auch gar nicht, was ich genau geantwortet habe. Ich glaube, ich habe mir jetzt nicht einen Preis gesagt und ich habe es auch irgendwie privat gefunden. Ich weiß nicht, es war mega unangenehm gewesen. Ja, und dann ist zum Glück meine Kollegin gekommen, dann ist alles gut gewesen. Aber es ist wirklich, no joke, eine Viertelstunde gegangen, das Gespräch. Eine fucking Viertelstunde, Bro! Ja. Ja, das sind wirklich so die zwei Sachen gewesen, die mir am meisten geblieben sind. Was so bezüglich Schule und so ist. Aber für die, um das nochmal schnell zusammenzufassen, bezüglich Schule und Umfeld und alles, kann ich euch in dem Sinn beruhigen, was so die Reaktionen geht, falls ihr jetzt auch mit Social Media fangen. Gerade heutzutage habe ich das Gefühl, es ist nochmal etwas ganz anderes, weil es viel mehr gibt, die jetzt TikTok machen und alles, als damals bei meiner Zeit. Ich habe niemanden kennt, der YouTube macht oder irgendwie so. Darum wäre es, glaube ich, schon ein bisschen einfacher heute. Aber ich glaube, es ist weniger schlimm, als ihr denkt, dass es sein wird. Und es ist ehrlich gesagt für mich auch wie eigentlich voll der nice Filter gewesen, um herauszufinden, wer die wahren Friends sind und wer nicht. Das klingt jetzt gerade ein bisschen hart, aber ich habe in dieser Zeit verdammt gemerkt, wer mich unterstützt und wer checkt so, yo, das ist das, was ich wirklich will, das ist das, was ich glücklich macht. Und die Leute freuen sich für mich, dass ich so wie jetzt mich getraut habe. Und du hast gemerkt, wer die Leute sind, die ja, weiß nicht, einfach so judgy sind und dann so, eben so fragen, bist du sicher, findest du das nicht unangenehm und hast du nicht irgendwie, weiß auch nicht, einfach so ein bisschen, du hast einfach gemerkt, so judgy und ja, sich teilweise auch lustig gemacht haben und irgendwelche Sprüche gemacht haben, von «Hey, Natalie, du Influencerin», keine Ahnung. Also du kannst auf jeden Fall einen guten Filter setzen, wer sind die wahren Friends und wer nicht. Und es hat literally auch so ein, zwei Friends gegeben, die sich nachher distanziert haben von mir. Einfach weil sie es so cringe gefunden haben und das Gefühl haben, irgendwie, ich schädige ihren Ruf oder whatever. Wir kommen aber schon zum nächsten Thema und zwar, wie ich so ein bisschen in die Bubble reingerutscht bin, in die Social Media Bubble mit anderen Influencern. Also ich muss ganz sagen, es ist eigentlich irgendwie lustig, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich glaube, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr so. Aber ja, eben, es ist halt mega anders, weil es jetzt nach TikTok gegeben hat. Aber es gibt ja auch heute wie
Swiss Influencer Bubble, würde ich jetzt mal so sagen. Klar gibt es verschiedene Grüppli, man ist jetzt nicht ein riesen Kaugummi. Aber früher war es schon ein bisschen anders gewesen. Also ich habe jetzt schon gemerkt, irgendwie... Ja, ich kann das schon mal erzählen. Also ich habe damals gar niemanden gekannt und dann gehst du halt einfach irgendwann so ein Schweizer YouTuber und so und dann findest du ein paar und ja, probierst irgendwie so miteinander zu connecten. Es hat damals einen etwas grösseren YouTuber gegeben, sie haben das zweite Videos gemacht, wo irgendwie so gesagt haben, so, yo, wir werden die kleinen YouTuber so ein bisschen unterstützen, schreibt alle in die Kommentare euren Namen und was sie für Content machen. Und dort habe ich übel gut mit anderen connecten, das war mega nice gewesen. Voll. Und dann hat es damals auch einen YouTube-Chat gegeben, wo alle drin sind, aber ich muss ehrlich sagen, also es hat teilweise mega coole Leute in diesem Chat gehabt und ich habe mega coole Begegnungen gemacht, aber mega viele sind nur auf Zahlen aus. Also es ist ganz, ganz, ganz crazy, wo du gemerkt hast, irgendwie die sind so eifersüchtig, wenn es bei dir mal besser gelaufen ist. Oder, also wirklich ganz, ganz crazy. Und damals war es so ein bisschen, es hat einen rechten Abstand gegeben von die grossen YouTuber und die kleinen YouTuber. Und zu den grossen YouTuber hat damals, funny, der Adi, der Can und damals noch der Mark, ich weiss nicht, ob ihr die kennt. Also Can, mein Freund, by the way, und der Adi Totoro. Und Mark Galaxy, jetzt heisst er Nilay. Sie sind das dritte. Und ja, zwar Maelo und Elia und alle, ja egal. Sie sind wirklich auch, haben ja privat viel gemacht, sind Friends gewesen. Sie sind wie so ein bisschen eine Freundesgruppe gewesen. Aber auf jeden Fall bin ich so ein bisschen in die Szene gerutscht von dem Gruppenchat. Und eben, wie gesagt, der war teilweise so toxisch gewesen. Ich weiss nicht, ich habe einfach das Gefühl, ich bin offen, habe jetzt gar nicht, also ich habe jetzt nicht mal mega auf die Abos geschaut oder irgendwie so, sondern ich weiß nicht, ich habe es cool gefunden, Leute kennenzulernen, die so auch das gleiche Hobby haben wie ich, weil wenn du in einem Dorf aufwachst, wo es niemand macht und du triffst mal Menschen aus der Schweiz, die auch YouTube machen, das ist so crazy gewesen, dass ich so war, oh mein Gott, so cool, wir haben das gleiche Hobby, machen wir zusammen Videos und treffen uns und keine Ahnung was. Also ich bin voll hyped gewesen. Ich bin richtig hyped gewesen. Aber eben, ich bin dann irgendwann froh gewesen, bin ich aus dieser Bubble. Aber vom Ding her, ich bin irgendwann immer mehr gewachsen, so ein bisschen, sagen wir mal jetzt von den Zahlen. Und die sind so eifersüchtig gewesen. Also viele haben mir auch einfach gesagt, ja, das ist nur, weil du eine Frau hast und du hast den Vorteil und das sind alles Männer, die dich aber nicht... Also wirklich, die toxisch als fuck. Und damals hat ja der Can mich auch gefragt, ob ich bis im Kurzfilm will dabei sein. Und dann sind auch alle eifersüchtig, ja, eben das ist nur, weil du eine Frau bist, dass er dich jetzt fragt und weil du jetzt mit Abos hast und bla und keine Ahnung was. Und ich bin, keine Ahnung, es ist, ja... Genau, so ist es so ungefähr gewesen. Aber eben, ich will nicht alle, die in diesem Chat da sind, jetzt irgendwie fronten. Es hat auch mega coole Leute gehabt. Von dem her, ja, ich glaube, die zulassen und damals in dem Chat sind, wissen vielleicht, von wem ich so ein bisschen rede. Genau. Ja, und dann bin ich irgendwann eben so vor allem in dieser Bubble mit Adi und Can und all denen. Also sie haben es richtig, richtig cool gehabt und wir haben dann öfters mal eben einfach Videos gemacht und es war chillig und lustig und es ist dann irgendwie überhaupt nicht mehr um Abos gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Also klar, eben so, man hat sich gefreut, wenn man mal, keine 1000 Abos erreicht hat oder so. Also ich muss kurz dazu sagen, was heisst, das sind die Grossen gewesen. So ein Adi hat 6000 Abonnenten gehabt, Can hat 7000 Abonnenten gehabt. Klar ist das viel, aber ich meine jetzt im Vergleich zu jetzt, so wie ein Adi jetzt Abonnenten hat, ist das ja blöd gesagt nichts so. Ja, auf jeden Fall hat mich dann der Can eben, wie gesagt, gefragt, ob ich will bis im Kurzfilm mitmachen. Damals hat der Can so ein bisschen YouTube-Content gemacht von Kurzfilm und ja, eher so ein bisschen aufwendig. Also er war immer so ein bisschen der Künstler in der YouTube-Bubble. Und darum bin ich auch so, oh mein Gott, der hat mich angefragt für einen Film, so cool. Genau. Ja, das ist jetzt eine Side-Story. Wir hatten dann einen Liebeskurzfilm gehabt, so. Also wir haben ein Bärli gespielt. Und so haben wir uns auch kennengelernt, der Can und ich. Er ist ja, wie gesagt, jetzt seit fast 4,5 Jahren mein Freund. Nice und so. Ja, ist eigentlich relativ obvious, dass man mit der Liebesgeschichte, dass man sich da vielleicht ein bisschen näher kommt. Voll. Aber das ist ja nicht die Story von diesem Podcast. Ich glaube, wir haben in einem YouTube-Video das auch so mal ein bisschen ausführlicher erzählt, der Can und ich, wenn wir zusammengekommen sind. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen in die Bubble gekommen. Und dort habe ich auch den Adi kennengelernt an dem Dreh, weil der Adi so ein bisschen der Kameramann war. Plus er hat noch meinen Bruder gespielt in dem Film. Dann bin ich so ein bisschen in dieser Bubble gelandet. Plus war dann gerade eine Woche später ihr Zuschauertreffen gewesen. Und ich bin halt dort so ein bisschen als Fan bzw. Friend dort hergegangen. Ich bin einfach so ein bisschen, keine Ahnung. Und dort ist das allererste Mal der Moment gekommen, wo ich erkannt worden bin. Und das, ich weiß nicht, ich kann mich bis heute noch daran erinnern. Und es ist, ich weiß nicht, wenn ich daran denke, es ist einfach schön gewesen. Es ist einfach, ich hatte so Freude gehabt. Also sie haben ein Fan-Treffen gemacht und obviously sind ja alle weg reingekommen und sie haben sie erkannt und Bilder gemacht. Und
Also weißt, ich habe nicht mal damit gerechnet, dass mich jemand kennt. Ich bin halt auch irgendwie als Fan dorthin gegangen, so halb so. Und darum voll easy so. Und dann sind so 2 Girls zu mir gekommen und haben mich gefragt nach einem Foto. Ich frage mich zwar bis heute, ob sie mich wirklich gekannt haben oder ob sie einfach gedacht haben, weil ich befreundet bin mit ihnen. I don't know, egal. Sie haben mit mir ein Foto machen und das ist das allererste Mal, wo mich gefragt haben nach einem Foto und sie haben glaube sogar auch eine Unterschrift wollen und ich dachte so, Bro, ich habe keine Unterschrift. Ja, und das war richtig, richtig speziell gewesen. Also es ist nur jemand, also eben nur die 2 Girls sind es gewesen, die mich erkannt haben, aber es hat made my day, Alter. Also es war crazy gewesen. Und ja, Peace out an die raus, falls ihr euch noch erinnert. Es ist schon relativ lang her, es war auch September 2018 gewesen. Ja, und eben seitdem mache ich regelmäßig YouTube. Im 2020 ist dann eben noch TikTok dazugekommen. Und ja, Instagram war eigentlich immer schon ein bisschen. Und jetzt seit dem März noch der Podcast. Ja, das war so ein bisschen meine Story, wie ich angefangen habe mit Social Media. Und ich habe gedacht, jetzt gebe ich auch noch für den Schluss, für die auch mal anfangen mit Social Media oder vielleicht, die jetzt schon angefangen haben und so ein bisschen Fragen haben und so, gebe ich euch jetzt ein paar Tipps. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr so für Fragen dazu habt und habe jetzt ein paar Notizen da gemacht. Also sehr viele haben zum Beispiel gefragt, eben so, ob ich Angst habe und was man machen kann und I don't know, einfach so Sachen. Also, erstmal kann ich euch anraten, das haben wir auch damals übergeraten, einfach machen. Es ist so simpel, aber was ich mir immer so ein bisschen gedacht habe, ist, Bro, es ist mein Traum, es ist das, was ich wirklich, wirklich will machen, was ich schon mega lange vorgehabt, mich nie getraut habe. Und hätte ich den Schritt, glaube ich, nie gemacht, hätte ich es nie probiert, dann würde ich es bis heute bereuen. Dann würde ich es mit 80 bereuen und denken, Bro, bist du dumm? Also nur schon, wenn ich jetzt denke, ich bin jetzt aus dem Gymi und ich habe mit 99% vom Gymi nichts mehr zu tun. So. Und darum wäre es auch wie scheißegal gewesen, wenn sie mich damals gejudged hätten, weil ich mit diesen Menschen nichts mehr zu tun. Plus, die Leute, die dich judgen, kicken die aus dem Leben. Weil die Leute, die sich wirklich freuen für dich, die wissen, dass es das ist, was du willst, die unterstützen dich, so, die supporten dich. Und ich kann euch garantieren, es wird nicht so schlimm sein mit dem Hate, wie ihr denkt. Im Gegenteil, es wird mehr wahrscheinlich überraschend sein, dass Leute werden zu euch kommen und sagen, ja, mega cool. Also ja, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber ich bin mir sicher, also ich kann es genau auch so kann. Ich habe mit mega vielen auch geredet, die mit Social Media angefangen haben, einfach, dass es irgendwie so ein riesiger Schritt ist, dass man mega Angst hat, aber dass man sich meistens fast zu viel Angst macht. Also ja, vielleicht ist es auch gut, wenn man so mit keiner Erwartung reingeht, aber ja, macht euch keine Sorgen. Irgendwann werden sich die Leute daran gewöhnt haben. Irgendwann war jedem klar in meinem Gymi, dass ich halt die bin, die Social Media mache. Und es ist wie, wenn die Leute sich mal daran gewöhnt haben, ist es gar nicht mehr weird. Also spätestens nach dem 3., 4. Video, so, da haben sie sich daran gewöhnt, sagen wir es so. Darum, zieh das Ding durch, mach's, fang an. Und ich finde es mega cool, wenn es mehr Leute gibt, die TikTok machen, die YouTube machen, die Social Media machen. Keep going. Und irgendwann werdet ihr das bereuen. Also wenn ihr wirklich jetzt überlegen seid, ich will das eigentlich machen, ich fände es mega cool, es wäre so mein Ding, macht es. Weil irgendwann so mit 80 werde ich denken, fuck, wieso habe ich das einfach gemacht? Weil, ja, die Angst, die ihr jetzt habt, die denkt irgendwann so in 20 Jahren, also, boah, so stupid, wieso habe ich das einfach gemacht? Ja, ein paar haben dann so ein bisschen gefragt, eben so ein bisschen, wie man dann Reichweite aufbauen kann und ja, weiß auch nicht, ich verstehe das mega, weil ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt. Gott, stell dir vor, ich lade das Video auf und das sieht nachher niemand und es juckt niemand und weiß nicht, das funktioniert dann nicht. Weil irgendwie will man ja logischerweise, wenn man etwas ins Internet stellt, dass es ja auch gesehen wird, sonst müssen wir es nicht ins Internet stellen. Und da kann ich auch so ein paar Tipps geben, die ich jetzt einfach über die ganzen Jahre so ein bisschen gelernt habe. Ein sehr wichtiger Punkt ist Regelmäßigkeit. Also ja, es muss jetzt nicht unbedingt Quantität vor Qualität sein. Klar muss Qualität auch mega rum sein. Aber es bringt nichts, wenn du ein hure geiles Video aufladest, aber nur, keine Ahnung, alle 2 Monate. So. Damit du eine Community aufbauen kannst, musst du bei ihnen regelmäßig im Kopf sein. Und gerade bei TikTok merke ich, dass das ja, einfach mega wichtig ist. Genauso wie YouTube. Eigentlich bei jeder Plattform, würde ich sagen. Aber wenn ihr jetzt streamt regelmäßig, ladet regelmäßig ein TikTok auf oder ein Video so mindestens einmal in der Woche irgendetwas oder keine Ahnung. Einfach, dass es eine Regelmäßigkeit drin hat, weil es gibt ja auf jeder Social-Media-Plattform gibt's auch einen sogenannten Algorithmus und der pusht deine Videos auch, wenn er sieht, hey, die ist regelmäßig, die ist aktiv, die will etwas machen, also die gibt sich Mühe, weil ja, so schläft den Kanal halt obviously auch ein. Und auch für die Zuschauer, wenn immer wieder etwas kommt, dann bleibt man auch länger im Kopf und dann tut man vielleicht mal abonnieren. Darum Regelmäßigkeit ist key. Und was auch ein Punkt ist, eigentlich mega obviously, aber irgendwie auch nicht, dass man einfach sich selber ist und dass man in den Videos, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber dass man in den Videos so redet, als hätte man schon eine Community.
ich weiß nicht, aber ich schaue auch selber lieber TikToker, wo ich jetzt das Gefühl habe, die haben schon Community. Also es ist wie, keine Ahnung, man fühlt sich viel mehr auch wohl als Zuschauer. Also wenn ich jetzt auf der For You-Page bin und ich kenne jemanden nicht, dann ist es mir auch egal, wenn sie schon blöd gesagt, zu anderen Menschen reden, also zu ihrer Community reden und ich kenne auch nicht zu der Community. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre wie mehr komisch, wenn man so redet, als hätte man gar keine Community. Also nein, vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber ich meine, wie redet ihr in den Videos einfach so zu Leuten, als wären es schon ihre Community. So, hey guys, wie läuft's so? Also weißt du, so voll chillig, sind euch selber, macht euch nicht zu viele Gedanken. Keine Ahnung, mir hat es immer geholfen, so ein bisschen überlegen, hey, das Video schicke ich jetzt meinen Friends oder das ist jetzt ein Snap, den ich meinen Friends schicke oder irgendwie auch so ein bisschen simpel, dass ihr wirklich könnt euch selber sein, dass ihr eure Dinge mega verstehen. Also ja, natürlich kommt es jetzt auf den Content drauf an, wenn ihr jetzt Koch-Content macht, dann ist es etwas anderes. Gut, nein, finde ich eigentlich nicht. Es ist auch cool, wenn ihr dort könnt euch selber sein und ja, so ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Und was auch ein Punkt ist, findet so ein bisschen eure Nische, euer Thema. Es muss nicht mal unbedingt irgendwie mega genau sein, wie jetzt zum Beispiel Kochen oder Schminken oder so, sondern ich habe jetzt auch nicht das genaues Sujet. Aber ich würde bei mir sagen, bei mir ist es so ein bisschen Lifestyle, ich zeige mein Leben, ich probiere es so ein bisschen teilweise lustig zu machen. Aber so ein bisschen, dass es so ein bisschen in dem Sinn auch im Content so ein bisschen Regelmäßigkeit haben und nicht jetzt einfach so, einmal mache ich ein Kochvideo, einmal mache ich ein Mega-Video, dann mache ich wieder ein Sportvideo, weil so können wir nicht wirklich eine Community aufbauen, weil eine Community hat meistens spezifische Interessen und wenn du diesen Interessen entsprichst, dann folgen sie dir. Es muss eben, wie gesagt, nicht so mega genau spezifisch sein, einfach so ein bisschen, dass ihr wie so einen roten Faden habt. Ich glaube, das ist das richtige Wort, so ein einen roten Faden in eurem Content. Genau. Und jetzt noch so ein Side-Tipp, falls ihr gerade auf TikTok wollt, irgendwie aktiv werden, dann benutzt vielleicht Hashtags. Auf YouTube wären es Tags, die man benutzen kann. Und benutzen zum Beispiel auch auf TikTok jetzt so Sounds, die gerade beliebt sind, die viral sind, weil die werden meistens auch mehr gepusht. Jemand hat noch so ein bisschen gefragt bezüglich Equipment, so hey, jetzt gerade für YouTube brauche ich da irgendwie Kameras, Mikrofon, Lichter oder irgendwie Ringlichter für TikTok oder whatever. Bro, du schaust oder hörst den Podcast vermutlich mit deinem Handy und das langt eigentlich schon. Dein Handy hat wahrscheinlich eine Kamera, und die ist nicht allzu schlecht, falls du jetzt nicht ein Handy vom vorletzten Jahrhundert hast. Es ist voll easy, mit der Kamera zu filmen. Also mittlerweile, gerade heutzutage, gibt es so gute Kameras. Also es braucht es fast gar nicht mehr, eine Kamera kaufen. Genauso das Mikrofon. Also wie gerade am Anfang macht euch überhaupt nicht zu viel Gedanken über Equipment. Ich könnt einfach das Handy anstellen, labern. Gerade für TikTok. Ich nehme auch heute noch meine TikToks mit Handy auf. Darum, es geht voll easy. Macht euch da nicht zu viel Gedanken. Weil wenn ihr später merkt, hey, jetzt wäre es mal cool, ein Mikrofon zu haben, jetzt wäre es mal cool, ein Ringlicht zu haben, könnt ihr immer noch kaufen. Ich kann es irgendwann immer noch kaufen, wenn ihr merkt, hey, jetzt passt es. Aber ich kenne so viele, die angefangen haben mit YouTube, dann zuerst mal hure viel Equipment gekauft, eine hure teure Kamera, 2 LED-Lichter, fettes Mikrofon, bla bla bla, alles. Und dann haben sie 3 Videos gemacht und haben sie gemerkt, ja, ist jetzt doch nicht so das, oder ich weiß nicht. Haben nachher wieder aufgehört mit YouTube, darum lieber macht jetzt mal, gebt mal ein bisschen Gas, postet ein paar Videos und ja, vielleicht könnt ihr sogar, falls ihr irgendwann mal Cash verdient mit YouTube, könnt ihr euch dann mit dem Equipment kaufen. Ich glaube, so habe ich sogar auch gemacht. Zwar meine erste Cam habe ich auf YouTube von meinem Dad geschenkt bekommen. Voll cute, er hat mir irgendwie gesagt, wenn du 1000 Abos erreichst, dann kaufe ich dir eine Kamera. Voll. Das war so meine erste Cam gewesen. Aber ja, wie macht euch nicht so viele Gedanken mit Equipment? Also ein Handy langt vollkommen, gerade für den Anfang. Und ich weiss nicht, für die, was es interessiert, gerade so ein Schnittprogramm gibt es auf dem Handy, CapCut, das kennen wahrscheinlich viele. Und ja, ich schneide jetzt hauptsächlich mit dem Mac. Da ist gerade für den Start iMovie gut. Ich schneide jetzt mittlerweile mit Final Cut Pro. Es gibt aber noch Adobe Premiere Pro. Ja, und sonst noch irgendwelche andere. Aber ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt weniger aus mit so einem Microsoft-Programm. Aber da kannst du einfach googlen. Aber gerade zum Beispiel für Mac-User iMovie lange easy. Ich gebe euch vielleicht jetzt noch einen kleinen Tipp auf den Weg, wie man so ein bisschen mit Hate-Kommentaren umgehen kann. Oder irgendwie Dislikes oder so. Weil ich habe das am Anfang so schwierig gefunden, wie ich damit umgehen soll. Oftmals hat es geheißen, hey, keine Ahnung, du musst mit Kritik umgehen und du musst halt damit rechnen, wenn du mit Social Media fängst, dass es Hate gibt. Safe, du musst damit rechnen, aber das heisst nicht, dass es dich nicht verletzen darf oder ja, dass du es jetzt einfach akzeptieren musst. Also ich weiss nicht, bis heute können mich Hater-Kommentare noch easy verletzen oder easy beschäftigen. Boah, ich kann teilweise fast nicht einschlafen, weil ich die ganze Zeit mir überlege, was könnte ich jetzt dieser Person antworten und mich rechtfertigen und keine Ahnung. Aber Leute, ich gebe euch wirklich den Tipp von Herzen, die Kommentare müsst ihr müsst nicht auf die antworten. Wenn ihr die richtig fest
einfach verletzen, ich könnte die löschen. Ich sehe es manchmal wirklich so, hey, auf meinem Content, das ist so meine Welt, mein Content und ich kann entscheiden, wer in meiner Welt ist und wer nicht. Und wenn es Leute gibt, die böse Sachen schreiben, Bro, wenn du Lust hast, dich zu blockieren, mach's. Wenn du Lust hast, den Kommentar zu löschen, mach's. So, es muss nicht immer heißen, dass du dann nicht kritikfähig bist. So, es ist deine Bubble. So, du kannst entscheiden, wer dort ist und wer nicht. So, schlussendlich machst du die Videos ja für die, was interessiert. Und falls es irgendjemand da gibt, was nicht juckt, Bro, dann musst du ihn ja auch nicht zwingen, um den Content zu schauen. Also weißt du, was ich meine? Ja, aber also natürlich müssen wir gleich noch unterscheiden, was denn Kritik ist und was nicht. Klar kann auch Kritik manchmal schwierig sein, aber ich meine jetzt wirklich Hate-Kommentare, wo man einfach böse Sachen schreibt, wo man einfach, keine Ahnung, ihr wisst, was Hater-Kommentare sind, glaube ich, das muss ich nicht erklären. Und sonst kann ich euch anraten, ignoriert es einfach. Also die allerbeste Waffe, die ihr haben könnt, ist ignorieren. Ich kenne es selber, wenn ich Hate-Kommentare bekomme. Ich habe so krass Bedürfnis, mich rechtfertigen, um dieser Person zurückzugeben. Aber es bringt nichts. Weil so Menschen, die Hate-Kommentare schreiben, die haben schon keinen Respekt vor dir. Und auch wenn du die beste Antwort hast auf ihren Kommentar, so, es wird nicht passieren, dass sie dann sagen, oh ja, stimmt, sorry, tut mir leid. Es wird nie passieren. Diesen Menschen kannst du nicht recht machen und es ist ja voll okay, weil du musst es nicht allen recht machen, egal was du für Content machst. Es wird Leute rausgeben, was interessiert und was cool werden finden und es wird aber auch Leute geben, die es scheiße werden finden, langweilig und das Gefühl haben, die müssen dich beleidigen. Aber diesen Menschen einfach den Rücken zukehren. Gar nicht zu viel Zeit mit diesen Menschen verbringen, beziehungsweise mit diesen Kommentaren, sondern sich auf die positiven Kommentare fokussieren und viel mehr schätzen, hey, die Person hat jetzt gerade geschrieben, das ist ein cooles Video, ich muss jetzt mich auf das fokussieren, weil ich mache jetzt das nächste Video für die Person und nicht für Hater. So, aber ich kenne es natürlich mega gut, also ich fühle den Struggle mega, falls du jetzt gerade vielleicht strugglest mit Hate-Kommentaren oder so. Ja. Aber meistens nehme ich ja gerade die viel persönlicher und die bleiben nachher im Kopf und nicht die positiven. Aber probiert euch wirklich auf die positiven Kommentare zu fokussieren. Ja, das war jetzt wieder mal eine bisschen längere Folge gewesen. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden und ihr könnt etwas mitnehmen. Und auch für die jetzt nicht gerade vorhaben, mit Social Media anzufangen, ich hoffe, für euch ist es gleich spannend gewesen. Und Alter, meine Stimme ist schon fast weg, holy shit. Ja, ich sollte jetzt mal dringend auf den Zug. Alter, es ist schon so spät, holy shit. Genau, ich komme irgendwann um 11 Uhr an. Shit. Also, ich sollte jetzt mal den Podcast aufhören und er kommt jetzt heute Abend online. Ihr könnt gerne in die Kommentare unten schreiben, was ihr so für Erfahrungen habt, ob ihr mit Social Media anfangen oder einfach sonst, wie ihr Podcast-Folge gefunden habt. Ich freue mich im Fall immer mega, mega über Kommentare. Ich lese alle durch. Leider kann man nicht antworten, das ist mega weg. Aber ich lese auf jeden Fall alle durch. Also ich freue mich mega, mega fest, wenn ihr etwas drin kommentiert. Genau, gebt dem Podcast noch 5 Sterne und abonniert ihn und Glocke und ja, das wäre cool. Ich würde mich sehr freuen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!